Hallo, ihr liebe Leid. Hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. Mittlerweile ist auch einigermaßen wieder Hellwoche hier bei mir. Und dann konnte ich jetzt auch auf die Belichtung verzichten. Finde ich immer etwas doof, wenn ich da mit meinem Licht im Zimmer noch arbeiten muss. Nein! Nein, nein, nein! Immer noch nicht kapiert, wie der Haas läuft. Hier. Sammelst du wohl den scheiß Benzinkanister auf? So. Und dann Tank bitte. Nicht schleiche, tanke. Und dann mal los. Okay, gut. Das war dann das. Es wird allmählich duschter. Da haben wir gesagt, haben wir noch so einen Drogi McAfenarsch, um den wir uns noch kümmern. Aber vorher wird noch mal eine Runde geratzt. So. Weil die Verfolgungsjagd, das wird wahrscheinlich, wenn es da heißt Bike erforderlich, wird es höchstwahrscheinlich eine Verfolgungsjagd sein. Ah, sehr gut. Lappen, wieder Mittel, Bolzen, Sturmgewehr, perfekt, da kann ich mich wieder aufrüsten hier. So, Kerl. Kann schwache Schiebe, ich ratze erstmal rund. Ich mach mir kurz ein Nickerchen. Genau. Da kann es draußen noch so viel regnen, ist mir gerade scheißegal. Jetzt wird erstmal gepennt. Und dann schauen wir mal. Okay. Hoch! Los geht's. Oh, anscheinend habe ich jetzt auf Nacht gemacht. Nein, ich möchte nicht nachts los. Ja, ich werde eine Weile meine Augen schließen. So. Dann schließen wir der Aare. Ich positioniere mich in der Zeit nochmal richtig. So. Ich bin ja mal gespannt, wie das jetzt ablaufen wird mit diesem voll auf Drogen-Typ. Ja. Genau. Und schon wieder bereit. Okay, also jetzt habe ich tatsächlich bis zum Morgen geschlafen. Beim letzten Mal habe ich bis zum Mittag gepennt, weil da war ja schon die Sonne richtig draus. Okay, gut. Wir sind wieder voll aufgeladen. Wir können im Prinzip jetzt direkt anfangen mit der Quest. Die Quest ist markiert, ne? Genau, die ist markiert. Für die Fahrt rüsten. Ja, danach könnte man möglicherweise nochmal ein bisschen Kerosin sammeln und hier zu Crazy Willies gehen. Und dann könnte man noch zu Copeland's Camp am Peaceful Lake und dann noch die Forschungsanlage mit einer weiteren Horde hier niedermachen. Okay, klingt doch noch ein Plan. Mache den Drifter ausfindig. Das hatte ich vor. So. Okay. Na dann. Schauen wir mal, was das wird. So, halte mal eine Gaula. Ich gucke anscheinend im falschen Weg rum. Egal. Auf der Straße sind wir dann wieder richtig. Ich höre hier noch ein paar... Ja, ich höre noch ein paar Infizierte. Oder war das ein Wolf? Könnte auch ein Wolf gewesen sein. Wir wissen ja, dass es hier in dem Spiel auch Wölfe gibt, die man jagen kann. So. Okay. Dort drüben müsste dieser Drifter sein. Hey, Cobb. Der Kerl, den ich suche, den hat er getötet? Warum fragst du? Es geht doch nur um den Job, oder? Hör zu, das ist mir absolut egal, okay? Ich will nur ihren Namen. Wen, Cobb? Einer von ihnen hieß Randall. Er war fast ein Jahr lang im Camp. Die anderen beiden kannte ich nicht. Soll ich nachfragen? Nein, lass gut sein. Wenn du den Mistkerl hast, funk mich an. Copeland Ende. Okay, also drei Leute hat er abgemurkst. So, hier irgendwo muss das sein. Das sieht man doch auch noch Hinterhalt aus. Hier muss das irgendwo sein, ja. Das sieht mal sehr stark noch Hinterhalt aus. Das heißt, wir sollten uns hier umgucken. Das finde ich gerade interessant. Ah, da kann ich nicht aufmachen, da liegt da nur irgendeine Leiche drin. Okay, hier ist noch was. Zumindest wird hier was angezeigt. Da ist noch ein Lappe, da ist... Ah, ja. Okay, da haben wir was. Na gut. Wo?
Da ist er ja. Biker-Kopfgeld. Einige Kopfgeldziele werden sich wehren, andere werden fliehen. Verfolge deine Zielperson und fange sie lebendig, um den Job zu erledigen. Idealerweise schießt du auf ihr Bike oder rammst es. Die Zielperson darf nicht sterben. Silberner Helm. Roter Tank. Das ist er. Okay. Machst es dir nur schwerer. Oh, Scheiße! Was zum... Okay. Dachtest also, du fährst in Copelands Camp und ballerst da ein bisschen rum, ha? Jetzt habe ich ja Funkkontakt mit dem Typ. Steckst dir das Zeug ein und fährst wieder weg, ha? Das wirst du mal. Bike-Kampf. Tippe auf deinem Bike L1 und R1 an, um ein Ziel anzuvisieren. Tippe dann zum Abfeuern deiner Handfeuerwaffe R1 ab. Okay. Komm, mein Schick dich! Er soll zur Hölle fahren! Komm schon. Pff, das war jetzt richtig dumm. Das war jetzt saudumm sogar. So, noch einmal. Da brauche ich jetzt beide Hände. Komm, mein Schick dich! Er soll zur Hölle fahren! Hoffen wir, dass wir das noch irgendwie gebacken kriegen. Verdammt! Im besten Fall kriegen wir sein scheiß Bike kaputt. Oh, mein Bein! Dass die Reifen platzen. Ja, das ist ein bisschen schneller als gedacht, der Kerl. Die Hälfte haben wir schon runter. Okay. Aus der Distanz macht es wenig Sinn. Aber wir haben natürlich unser Bestes. So, jetzt wieder an. Okay. Das sieht doch gut aus. Was hast du? Du mieser Scheißkerl! Hey, nein, 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 nein! Tja, Cope sieht das nicht so gern. Und ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht. Lässt Drifter schlecht dastehen. Und wenn du Manny erwischt hättest, wer repariert dann mein Bike, du blödes Arschloch? Fick dich! Du arbeitest für Copeland! Du Arschkriecher! Das bist du! Ein Arschkriecher! Na dann. Mission abgeschlossen. Voll auf Droge. 3000 Erfahrungspunkte gab es noch dazu. 7360 von 9750 für das nächste Level. Gebiet 1600 Vertrauen bei Copeland. Sind wir circa bei der Hälfte bis zur nächsten Stufe. Für die Fahrtrüsten haben wir zu 67%. Ziel, Buser und ich können erst nach Norden fahren, wenn ich dieses Bike repariert und bessere Ausrüstung besorgt habe. Okay, cool. Individuelle Designs freigeschaltet. Individueller Akzent, Copelands Camp. Ja, Cope, es ist erledigt. Ich hab ihn. Schreib die Koordinaten auf und schick deine Männer her. Hörst du zu? Oh, hey! Lebt er noch? Drifter! Ja, noch lebt er, aber ich kann nicht versprechen, dass das noch lange so bleibt. Nö. Gegen Ende. Sag ihm, Drifter! Sag ihm, ich hab gesagt... Ich finde es nur etwas komisch, dass dem seine Waffe hier noch ist, aber okay. Na dann scheiße mal auf Copeland, ja. Wir machen es nicht. Wir fahren jetzt nämlich tatsächlich erstmal zu Copeland. Buser, bist du da? Ich wollte Hat nur hören, gut wie es dir Sprit geht. gefressen. Ja, Dick, ich höre. Schön durchhalten, Kumpel. Sobald Eddie den Arm geflickt hat, fahren wir nach Norden, wie du gesagt hast. Hoffentlich. Ich vermisse die Straße. So, Drifter Erhol dich werden erst mal noch, anscheinend... Mädchen. Ich muss noch mal an dem Bike rumschrauben und wir holen uns neue Ausrüstung. Aber sobald du wieder fit bist, hauen wir hier ab. Die Also Ende. als Drifter wären anscheinend nur die Motorradfahrer bezeichnet. Während Plünderer, Bandite generell auch Raider genannt werden. Die müssen halt nicht mit dem Motorrad unterwegs sein, um Plünderer zu sein. Das war dumm. Das war richtig dumm. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Wo sind wir dann gerade hier? Ah, wir sind hier wieder bei dem Little Bear Kontrollpunkt Nero
Kontrollpunkt. Okay. So, wir wollen aber zu Copelands Camp, um nochmal voll zu tanken. Ja, da habe ich den Chip überhaupt erst gefunden hier. Und dann wieder ab Richtung Copeland. So, ich will nämlich erstmal wieder sichere Runde haben. Ich will auftanken und mir ein bisschen Zeug jetzt mal endlich besorgen. Noch all der harte Arbeit dort draußen will ich auch ein bisschen Scheiß verkaufen. So. Hoppla. Ah ja, da sind wir schon richtig. Mensch. Da war noch irgendein Kadaver. Ah, das waren die Plünderer oder was? Verbandinventar voll. Okay, das waren irgendwelche Raider noch. Das Lappeninventar ist natürlich mal wieder voll. Da liegt noch irgendjemand. Okay, die haben auch nur Lappe dabei. Gut, ja, also Deke ist ja sowieso im Camp bekannt. Von daher, komm. Mach das Tor auf. Wir sind ja Freunde. So. Machen wir mal hier unser Bike. Was gibt's, Manny? Okay, gucken wir doch mal, was wir jetzt hier alles machen können. Mhm. Also im Prinzip 38 Dollar und 4 Cent haben wir. Das können wir für 1200 Cent nach KV. Höchstgeschwindigkeit und Haltbarkeit. Kann immer so schlecht, ja. Ich pack das für dich ein. Ich denke, das nehmen wir. Trophäe erhalten in Kupfer. Neukunde. Auspuff. Geräuschreduzierung. Das ist definitiv auch wichtig. Das sollte eine Weile halten. Halte ich persönlich für sehr wichtig. Aufbewahrung. Bereits ausgerüstet. Da brauche ich schon eine höhere Stufe. Da könnte man uns für 5 Dollar im Prinzip noch einen höheren Tank schaffen. Das halte ich aber jetzt eigentlich noch nicht für so sinnvoll. Muss man nicht sein. Rahmen. Ist das die Haltbarkeit erhöht? Ist jetzt auch nicht so wichtig. Lachgas. Bereits ausgerüstet. Brauche ich eine höhere Stufe und Reife. Traktion und Haltbarkeit. Nö, ist jetzt auch nicht so wichtig. Optik und Lackierung. Standard. Mattschwarz. Ist jetzt eigentlich auch eher Käse, ne? Aufkleber. Okay, für 10 Cent, komm, ein bisschen coole Deko können wir definitiv noch machen. Hirschruhen. Dolch. Flammen. Das ist zu sehr Klischee. Ich würde sagen, das sieht doch eigentlich ganz cool aus. Cool. Das packen wir uns drauf. So. Optik. Scheinwerfer. Ja, komm, das nützt dir jetzt nicht wirklich was. Okay. Ich denke, das ist okay, erst einmal. Dann gehen wir noch zum Händler. Hey. Vorräte, Sturmgewehrmunition. Für 3 Cent können wir auffüllen. Handfeuerwaffen, Schalldämpfer für 30 Cent. Ja komm, gib her. Gib her. Pistolenmuni machen wir auch nochmal voll. Sturmgewehrmuni für 3 Cent. Komm, das lassen wir jetzt auch mal gut sein. Wie sieht es dann da aus? Wurfobjekte. Ne. Hier der Schalldämpfer hätte ich ganz gern dran. Genau. So, in der Küche kann ich auch ein bisschen was abgeben. So, wir verkaufen alles. Bisschen Hirschfleischhämmer, das gibt gut Kohle, ja. Komm, wir verkaufen alles. Das ist alles, was ich für heute habe. Gibt's wieder ein bisschen Vertrauen. Und ein bisschen Geld. Mark Copeland, kein Job verfügbar. Ah, bei dem können wir noch Jobs abholen. Dick, ich habe gehört, dass du nach Norden willst. Hoch nach Smith Rock oder so. So, Ja, das verkaufen wir hat Rosa mir die neulich erzählt. ganze Wie viel Ohren. steckt da eigentlich? Gibt wieder fast 300 Ich bin nur zum Vertrauen. Tauschen hier. Aber ja, es stimmt, wir wollen nach Norden. Und viel, viel Es Geld. wird Zeit weiterzuziehen und ich weiß nicht, wo Bosa ist. Ich bin doch nicht mit ihm verheiratet.
Okay, kein Job verfügbar. Bye, Jesse. Schade, schade, schade. Kein Job verfügbar. In der Küche waren wir jetzt schon. Beim Händler haben wir uns Kruscht gekauft, ne? Was gibt's denn? So. Hier können wir vorerst nicht großartig Zeug noch kaufen. Primärschalldämpfer, Spezialschalldämpfer, Medikit, ne, da vertrauen sie uns nicht genug. Splittergranate, ja, das ist natürlich geil. Und ja. Das kann man mal gut sein lassen, ne? Nicht genug Punkte? Jemand hat ein Fee erlegt. Ich bin hier, falls irgendwas ist. So, wie sieht es dann hier in Koblenz Camp aus? Ich möchte mal gerade ein bisschen dran zoomen, was das Ganze angeht. Gibt es anscheinend kein Benzin? Nee. Okay, kein Benzin ist auch nicht so wild. Dann gehen wir jetzt erstmal dort hier. Und rahmen hier nochmal ein bisschen auf. Beim Mechaniker waren wir jetzt auch erst. Warte, ich mach das Tor auf. Und dann gehen wir jetzt nämlich da erstmal lang. So. Mach dir das Tor auf. Ja, dann... oh Gott. Ja, dann machen wir uns das Tor auf. So, danke. Pff. Ja, irgendwie müsste ich ja rauskommen, ohne dass ich dabei total abstinke und mich zum Depp mache. So, dann gehen wir wieder zu einer Nero-Forschungseinrichtung. Ja, ich merke schon, ich bin jetzt mittlerweile etwas schneller unterwegs. Also man merkt die Bike-Upgrades auch. Das war saudumm. Das muss so sein. So. Weil wenn ich mich jetzt wieder an so eine Nero-Einrichtung dran schleiche, dann sollte ich hier... Nein! Dann sollte ich eigentlich... Ach, mein Kruscht parat haben. Hier. Erstmal reparieren wir mein Bike. Hab ich jetzt wieder so... Hey! Ich glaub's hackt. Du ekliger Scheißtyp. So, ich glaube, es hackt. Widerling. Sondern der bei sich. Ein Attraktor, ja, die kann ich gut gebrauchen, wenn es Infizierte hier wieder gibt. Alter. Okay. Das war jetzt natürlich nicht so klug. Ich habe gedacht, hier geht der Weg einfach weiter, aber okay. So, warte mal. Dort muss es irgendwo sein, ne? Hier ist die Stroß wieder. Okay. Gut, hier stimmt irgendwas gewaltig nicht. Warte mal. Steige mal ab von deinem Bike. Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Während der amerikanischen Revolution, als wir für unsere Freiheit gekämpft haben, erhielten wir das herrliche Recht, Waffen besitzen zu dürfen. Ein Recht zum Schutz unserer selbst, unserer Familie, unseres Eigentums. Aber nur so lange, bis die Regierung Angst vor den Leuten bekam, die zu schützen sie geschworen hatte. Nahm sie uns Okay, also da hochklettern kann ich offensichtlich nicht, wie es aussieht. Entschuldigung, dass uns dem Amerikanischen Arg skurril, warte mal. Das gefällt mir irgendwie nicht so richtig. Hier. Volk von Gott gegebene Recht zu beschneiden. Waffenkontrolle. Und aus war es mit dem zweiten Zusatz. So, erstmal wieder Heiler. Ich stelle euch eine Frage. Als der ganze Mist losging. Da habe ich mein Bike abgestellt, genau. So. Aber hier komme ich irgendwie nicht dran. Also irgendwas funktioniert hier nicht. Das ist ganz skurril hier. Also das funktioniert so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Nee, das klappt so nicht. Okay, dann gehen wir halt wieder dort hier. Ich wette, die überlebt haben, waren die Waffen besaßen. Hier ist Mark Copland für Radio Free Oregon. Okay, so. Dann gehen wir halt zu Crazy Willies wieder. Hoffentlich Okay, reicht uns Cope, ein Tank. diesmal hast du mich. Ich nehme so viele Waffen, wie ich in die Finger kriegen kann und die wird mir niemand wegnehmen. Nur aus meinen kalten, toten Händen. Radio. Okay. Ah, das war als Reaktion zu dem Gelaber im Radio. Okay. Nein!
tot. Oh Gott. Ja, komm, reparier dein Bike wieder. Ach du Scheiße. Nur noch 22% im Tank. So kann man seinen Schrott... Ach, Verschwender. 4 Schrott hat mich das jetzt gekostet. Und nochmal ein paar Verbände verballert. Ja, klasse. Ich sollte aufpassen, was ich hier für einen Scheiß mache. So. So, okay, jetzt noch einmal. Kann ich doch nicht nochmal bei Money volltanken? Huch, was war denn das jetzt wieder für ein Grafik-Scheiß? Okay, kann ich bei Money volltanken? Das wäre ganz nett eigentlich, ne? Was dazu zu sagen? Reparieren können wir auch nochmal. Ah, nachtanken. Jo, da ist es. Gut, haben wir gemacht. Sehr gut. Da ist es repariert und getankt. Okay. So, jetzt. Jetzt nochmal. Genau. Wir wollen dort nochmal zu Crazy Willies und dort nochmal ein bisschen aufrahmen. So. Ich sollte aber wirklich noch ein bisschen aufpassen, wie ich da rumfahre. So. Das da ohne war ja leider Sackgasse. So. Das hat ja nicht so richtig funktioniert. Da komme ich gar nicht richtig hier. Sehr schade eigentlich. Okay, wo sind wir dann hier gelandet? Ah, das ist wieder so ein... Moment, den kennen wir doch auch. Genau, das ist der alte Nero-Kontrollpunkt. Ah, okay. Da geht's dann zu Crazy Willies. Okay, verstehe. Langsamer mache hier. Okay, alles klar. Das war der wir da freigerahmt haben mit Boozer zusammen. So, okay. Gut, dann sind wir jetzt hier wieder bei Crazy Willies in dem Gebiet. Und dann schauen wir doch mal, was wir Donald Channels noch treiben können. Da ich bestimmt auch jede Menge Scheiß nicht kriegt, ne? So, da sind wir jetzt wieder. Oh, scheiße, stimmt. Ich muss die letzten Nester noch ausräuchern. Ganz genau. Richtig. Haben wir zufällig? Ja, perfekt. Wir haben. So. Haben wir dann nochmal wo diese Nester sind? Das scheint mal eins zu sein. Also, truffende Wetter. Dann hier wieder. Und ups. Ist nicht gut. Okay. Halt. Halt doch mal der Gauler. So. Okay. Da war schon länger nichts mehr gegessen, oder? So, ein paar Schwärmer. Öhrlis. Und dann kümmern wir uns um diese scheiß Nester hier noch. 3 sind noch übrig. Das heißt, ich müsste noch mal irgendwie Kerosin, Molotow-Cocktail oder sonst was finden, ne? Damit wir das hier kriegen. Okay. So. Moment, können wir zufällig gerade? Ne, können wir nicht. Okay, hier ist noch irgendwo ein Nest. Das wird wahrscheinlich hier der Truck sein, ja? Das sieht ganz so aus. Also. Reihende Wetter. Und alles schieße, was sich bewegt. Okay. Gut, gibt wieder Ohr. Hier gibt es auch wieder Ohr. Und der Rest war da drüber. Alle hopp. Das waren die Nestlin hier. Da ist mein Bike. Irgendwo heult ein Wolf. Und dann wollen wir mal. So, da hinten gibt es auch Benzin wieder. In der Werkstatt gibt es auch 100 Protz wieder Kerosin. Ich bin mir sicher, dass ich da welches nicht eingesackt habe. Ist noch ein bisschen weiter weg, die Stroß, okay.
Da wir es glücklicherweise Tag kennen, sind hier nicht so viele unterwegs. Heute Morgen ist mir schon wieder ein Rasierer kaputt gegangen. In unserer angeblichen globalen Utopie haben wir nicht die besten Okay. Produkte der Welt bekommen, sondern die miesesten So. werden konnten. Wie gefällt dir das, Freaker? Ups. Und... Ups. Komm schon. Ihr wollt etwas, das lange hält? Dann sucht nicht in Übersee. Nein. Dafür braucht ihr echte, hart arbeitende Okay, und dazu dieses blöde Radio. Baum. Hält es für den Rest der Zeit. Okay. Und die gleichen Hände, die dieses Ah, da haben wir noch einen, nicht, ja? aus, dass die neue Welt uns entgegenschleudert. Anscheinend sind hier noch ein paar gestorben, Die Straßen biegen sich, aber sie werden nicht brechen. die ich beim letzten Mal nicht eingesammelt habe. Nicht. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Ja, ja. Für mich sehen die ziemlich ramponiert aus, Cobb, aber hey, wie du meinst. Und nichts gegen ein bisschen krassen Kommerz, also neues Bike könnte ich gut gebrauchen. Oh, verdammte Scheiße. Halt die Schnauze! Definitiv halt die Schnauze. Okay, irgendwo ist noch ein Nest übrig hier. Aber ich jetzt sage, ihr liebe Leute, darum kümmern wir uns dann übermorgen wieder bei Let's Play Days Gone auf Pelzig. Vorher will ich nämlich noch hier ein bisschen Benzin und Kerosin und so abstauben. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder Iron Yankee.